So, herzlich willkommen zu City Skylines Nummer 6. Wir sind wieder zurück in Corona Town und ehrlich gesagt weiss ich gerade nicht, was es zu tun gibt. Darum lassen wir einfach mal ein bisschen laufen, wie sich es entwickelt. Wir haben momentan, wie heisst's? Demand nach einem Commercial District, also Einkaufsläden und so. Das ist das Blaue hier, wo wir hier schon viel haben. Da hinten am Bahnhof entlang und hier ein bisschen. Dann brauchen wir noch mehr Büros, so wie es aussieht. Langsam oder sicher. Vor allem jetzt, wo wir eine Uni haben hier, wird es wahrscheinlich immer wie mehr darauf rauslaufen, dass unsere Bewohner gerne in Büros arbeiten. Ich weiss nicht, wie fest ich da noch ausbauen will. Da hinten, der Industriedistrikt. Aber ich mache jetzt hier gleich mal das da. Einfach mal zu ein bisschen schauen, wie sich da die Demand entwickelt. Ich meine, grundsätzlich ist es hier nicht so, dass die Probleme haben mit, sie haben hoch-educated Leute, sie haben momentan vor allem auch zu wenig Leute, so wie es aussieht. Einfach 6 Jobs available, 4 Jobs available. Aber eben so wie es aussieht, können die Leute schon lieber hier arbeiten, weil da ist noch ein Job, 2 Jobs available. Es ist gerade jemand dazugekommen und noch einen. Wir sehen das, also das ist momentan eher so, dass wir da hinten einfach zu wenig Leute haben, die gerne wieder da arbeiten. Jo. Was wir könnten machen heute ist, die haben ein bisschen Abfallproblem. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das an der Menge vom Abfall liegt, wo wir können verarbeiten, aber einfach an der Distanz. Also unser Recycling Plant ist da hinten und von da bis da ist dann schon eine ziemliche Strecke. Also die müssen hier unten durchfahren, dann kommen sie hier raus, dann hier rüber, dann hier in den Kreisel, dann hier rüber und dann hier in das Gebiet. Darum will ich das ein bisschen entlasten und habe mir gedacht, hier so hinter Bahnhof und Autobahn, dazwischen, da kann man so ein bisschen hässliche Sachen anstellen, sagen wir es mal so. Einfach weil, also zwischen Autobahn und Bahnhof, da wird nicht mehr gross etwas passieren. Und wir haben da auch schon einen Kreisel, den wir anschliessen können. Ich glaube, ich würde den Ausgang irgendwo hier durch machen und dann halt schnell durch einen Tunnel führen und dann so. Und dann gibt es einfach hier eine Strasse oder vielleicht 2, wo noch ein bisschen Service können bringen für diesen Teil von der Stadt. Gut, wenn wir das doch einmal machen. Ich glaube, eine kleine Strasse lenkt. Lohnt es sich hier 2 Strassen zu machen? Ich guess, der Vorteil wäre, wenn man hier eine Strasse hätte, dass dann die Leute, glaube ich, auch könnten hier durchlaufen. Ich glaube, das verbindet es hier jetzt. Darum machen wir das, glaube ich, mal so. Schauen wir das noch ein Stückchen näher ran. Und dann versuchen wir das hier runter zu connecten. Am liebsten etwa so eigentlich. Jetzt sieht das noch zuerst ein bisschen hässlich aus, aber ich glaube, das können wir noch verändern. Probieren es nochmal. So, vielleicht hier erstmal einfach direkt so. Nein, das funktioniert eben nicht. Darum machen wir mal so. So, und schauen wir mal, wie das aussieht. Das wäre ja gleich vielleicht noch cool, wenn es wieder funktioniert. So, einfach das da auch noch elevaten. Das können wir noch machen. Dann hier auf die Gleise gehen, das auswählen. So, machen. Ist das realistisch genug? Ich habe eigentlich schon das Gefühl, oder? Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen haben. So sieht das noch ein bisschen realistischer aus. Gut, dann wollen wir hier die Strasse noch ein bisschen verlängern. So, etwa so. Dann stellt sich die Frage, ob das Platz hat, wenn ich mir das vorstelle. Das sieht so aus. Genau. So, das noch ganz ein bisschen runter. So, jetzt haben wir da hinten ein schönes Plätzchen, das wir können brauchen für Strapfall oder genau. Und wir wollen Recycling Centers. Okay, die machen wir mal da hinten. Möglichst noch also weit weg von der Stadt. Und jetzt sollten die ein bisschen für Entlastung sorgen, damit die nicht von ganz da hinten kommen. Gut, dann hier, das entwickelt sich eigentlich ganz schön, da bin ich zufrieden damit. Ja, wie die Häuser immer höher werden, das zeugt ja ein bisschen davon, auf dass wir etwas richtig machen. Der da funktioniert auch immer noch gut. Und da haben wir noch ein bisschen etwas Komisches. Aber das scheint nicht fest schlimm zu sein. Oh Jesus. Oh Jesus. 500 Leute warten da. Was ist das für ein Bus? Sind da Schulbussen unterwegs? Ist das ein Witz? Gut, das müssen wir ändern. Lines Overview. Nein, das will ich nicht. Ich will da removen. Vor 6 gehabt, das sind zu wenig gewesen. Das heisst, wir machen 2, 3, das sind 6. Machen wir mal 8. Langt das? Mal probieren es aus und probieren es ein bisschen im Auge zu behalten. Wir schauen gerade noch schnell bei den anderen Sachen. Wie sie aussehen, respektive bei den anderen Bus. Da hat es immer noch kein Fahrzeug drauf, wieso denn nicht? Da hat es doch ein Fahrzeug, was ist mit dem? Dann müssen wir mal mehr machen. Mal 4. Mal schauen, was passiert. Die müsste jetzt wahrscheinlich erst von da rüberkommen. Oder können wir sie von da? Das heisst gerade nicht, hä? Es geht jetzt wahrscheinlich eine Zeit, bis da alle Busse auf der Strecke sind, wo sie sollten sein. Was sieht es bei den anderen Buslinien aus?
Was ist mit dieser Linie nicht gut? Ich check's nicht. Wieso können wir da keine? Schnell schauen. Die Buslinie machen wir einfach mal weg. Die scheint irgendwie buggt zu sein. Und ich glaube, wir ersetzen sie aber gerade schnell. Und einfach neu machen. Und zwar so. Gehen wir hier auf den Bus. Wählen die Busstation aus. Und machen so, so, so. Da noch eine. Dann wieder da hin. Und dann wieder da hin. Die war Türkis, glaube ich. Türkis ist so etwas. Gut. Jetzt schauen wir mal. Das Spiel ist gerade ziemlich am Kämpfen. 7 Frames. Ich habe gerade die Situation gehabt, dass mein PC sich ein bisschen aufgehängt hat. Ich habe noch etwa 2 Frames übrig gehabt. Ich hoffe, das ist ein einmaliges Ereignis und wird jetzt nicht mehr passieren. Es ist auch ein bisschen komisch, weil das ist mir eigentlich so noch nie passiert. Also ich kenne es schon, dass Cities mit der Zeit ein bisschen Mühe hat mit den Frames. Aber das ist eigentlich etwas, was sich so durch den ganzen Spielstand durchzieht und nicht etwas, was plötzlich kommt. Darum finde ich das ein bisschen komisch und hoffe, das passiert nicht mehr. Gut, wir sind hier an der Buslinie gesehen. Die habe ich jetzt ersetzt. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir es nochmal schnell an. Nehmen wir noch keine Fahrzeuge drauf. Ich weiss nicht, an was das liegt. Was ich eigentlich gerne machen will, ist der da. Auch einfach auf 75 machen. Dann spielt es keine Rolle, welcher Bus auf der Linie fährt. So. Jetzt schauen wir mal, ob da dann wirklich Bus kommen. Schauen, beobachte es von hier. Es sieht irgendwie nicht so aus. Ich weiss nicht, ist die Strecke zu kurz, dass es ein Bus quasi von allein hier an macht. Wie es mal so passiert jetzt mit denen. Sie scheinen einfach wieder zu despawnen, die Bus. Das ist ein bisschen komisch. Ist echt die Busstrecke einfach zu kurz. Was passiert, wenn wir hier den Stopp da über bewegen? Cannot find path. Okay, weil wir hier nicht durchfahren. Und wenn ich hier noch einen Stopp mache und vielleicht hier noch so einen. Was passiert dann? Kommen wir dann hier bis dazu? Scheint irgendwie nicht so sein. Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht liegt es an dem. Probieren wir mal mit dem. Gut. Und dann machen wir da nochmal. Na, jetzt kommen sie automatisch. So, und 2 sollten länger. Die ich eigentlich denke, braucht es nicht. Das ist am meisten braucht. Interessant. Jetzt muss ich noch hier schnell etwas nachschauen. 6 sind die alle hier auf dieser Linie unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heisst, das hat schon funktioniert, aber die haben einfach kein Path-Finding geschafft. Das heisst, wir müssen hier auf dieser Brücke, hier genau, wir werden auf dieser Strasse das Bus dürfen fahren. So, genau, und jetzt müsste das gehen, nämlich sehr gut. Da, das scheint relativ balanced zu sein, bei dieser Buslinie. Bei der muss es eigentlich auch noch balanced sein, habe ich das Gefühl, oder? Könnte man vielleicht sogar fast 1 oder 2 wegnehmen. So, schauen wir mal. Da, das steht, da haben wir extrem viel Line Details. Da müssen wir etwas machen. Da haben wir noch zu wenig. Machen wir mal 10. Was macht die Linie? Von da unten da durchfahren und dann hier verbinden. Ich frage mich, ob die Verbindung ist. Also es scheint schon so, weil hier scheinen viele Leute zu warten. Ich nehme an, die kommen alle hier vom Bahnhof. Vielleicht wird es sich sogar lohnen, die Haltestelle hier offen zu ziehen. Aber ist das wirklich sinnvoll? Doch, eigentlich schon. Dann müssten sie noch weniger weit laufen. Wir machen hier gleich noch eine Haltestelle. Aber einfach, dass sie hier oben noch Leute holen. Jetzt müssen wir hier natürlich aber noch die Möglichkeit geben, dass sie über die Strasse können, weil sonst müssen sie hier über die Strasse. Das ist, also sind wir wieder suchen. Da, genau. Das sollte eigentlich funktionieren so. Wenn man jetzt hier sagt, er findet die Linie nicht, aber die findet er. Gut, dann was haben wir für ein Problem? Da haben wir das Wasser vergessen. Machen wir noch schnell. So, voilà. Jetzt müsste das auch funktionieren. Die schreien nach Abfall, das sollte sich bald wieder legen. Was ist das Problem? Not enough educated workers. Okay. Das heisst, hier müssen wir noch ein bisschen Education reinbringen. Wir brauchen sowieso gerade Leute. Das heisst, ich nutze die Gelegenheit gerade doppelt und mache hier etwas, was so aussieht. Dann etwas, was so aussieht. Vielleicht etwas so. Vielleicht etwas so. Dann etwas so. Ja, das finde ich gut. Dann hier noch eine quer durch. So, voilà. Dann hier vielleicht noch eine. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr. Ich finde das eben noch cool, so eine Mischung aus Grid und nicht Grid. Darum will ich jetzt hier schon ein bisschen Grid machen. So, so, so. Dann machen wir vielleicht da noch so etwas. Ja, das passt mir. Dann da noch so und so. Das sieht doch ganz cool aus. Dann will ich auch noch die da ein bisschen verlängern. Etwa bis da. Und dann vielleicht so. Das sieht doch ganz gut aus.
Dann so. Dann eigentlich tue ich das gerne verhindern, aber jetzt scheint es mir irgendwie gerade das Richtige zu sein, da so eine 5er-Kreuzung zu machen. So, ich glaube, das ist erstmal genug und ich glaube, ich will in denen hier noch High Density eher. Also so und so. Auch noch. Und ich glaube, dann hier außerhalb eher dann Low Density. So. Was man natürlich auch machen kann, ist ein bisschen so etwas, damit es sich noch ein bisschen mehr vermischt. Dann so. So, vielleicht mal schauen, wie das aussieht. Das habe ich noch nie gemacht. Dann haben wir gesagt, wir noch mehr Commercial und ich glaube, das machen wir hier. Dann machen wir auch High Density. Dann wir hier so ein bisschen ein Hauptstrasse-Feeling bekommen, bis ans Wasser runter. So, und dann nehmen wir da noch schauen, ob die alles haben. Ja, die haben alles. Dann, was sagen sie hier? Viele tote Leute, gut. Das heisst, also nicht unbedingt gut. Aber das heisst, wir können hier gerade unseren Service Point da noch ein bisschen mehr ausnutzen und machen da einfach mal noch so 3 Krematorien an, damit die da können das Zeugs abholen, das da rumliegt. Und da fahren sie schon los, die Leichenwagen. Gut, ja, dann sollten wir vielleicht hier tatsächlich noch eine zweite Strasse machen, damit die vielleicht nicht ganz draussen fahren, falls sie sich verfahren oder so. Genau, dann da brennt es, aber ich glaube, wir haben hier eine Feuerwehr, oder? Wenn ich mich nicht täusche, ja, da haben wir eine, aber da hinten wird es dann sicher noch eine zweite brauchen. Da können wir doch die platzieren. Ist das clever da an dieser 5er-Kreuzung? Vielleicht lieber hier, he? Ein bisschen prominenterer Platz. Die ist noch herzig, so eine eher klassische, ältere. Gut, dann sind wir mit dem Demand wieder relativ weit unten bei allem. Es gibt irgendwie nicht so viel zu tun, respektive ich muss mir einfach etwas überlegen. Weil irgendwie funktioniert gerade alles recht gut. Da mit Autos funktioniert alles. Das sieht wunderbar aus, die Spuren richtig ein. Ich sehe schon von hier, was ich anfahre, das ist genau das, was ich will. Dann hier scheint auch alles noch gut zu sein. Es ist viel Verkehr, aber es steht sich nicht. Und da sieht man nochmal, was ich gemeint habe mit rein und hier raus. Und nicht verdüstelt, weil sonst schaut das ein bisschen mühsamer. Dann schauen wir mal hier, wie voll sind die. Ja, doch relativ voll, das heisst, es scheint sich zu lohnen, wie das funktioniert. Und ich habe das Gefühl, auch mit den Finanzen sind wir besser da als auch schon. Das ist wie gesagt etwas, was ich nicht mega drauf Wert lege. Eher so Endgame, aber momentan sieht es nicht mega schlecht aus. Denn hier die Busstation ist ein bisschen zu kurz, wie es aussieht für 2 Busse. Was ein bisschen komisch ist eigentlich. Weil, also, da könnte man vorbeifahren dran. He? Das ist vielleicht auch noch etwas, wo, wenn je City Skylines 2 rauskommt, dass das automatisch, das ist einfach so ein bisschen, das ist immer schwierig zu sagen, aber halt ein bisschen automatische Intelligenz, also dass jetzt das vielleicht nicht unbedingt clever ist, was die machen, dass die das dann vielleicht selber merken. Und ich will mal hier mal ein bisschen schauen, wie jetzt die Line aussieht. Da warten immer noch viele Leute, da warten immer noch wahnsinnig viele Leute. Und der Bus kommt jeweils schon voll, ne? Das ist nicht gut. Wo kommt da der nächste? Was ist das? Ist das die gleiche Linie? Das ist, welche Linie? 3 und das ist 5. Nein. Die sehen mir ein bisschen zu ähnlich aus. Das heisst, ich will die da eine andere Farbe haben, machen sie weiß, dann ist es relativ einfach. Und dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Oder respektive einfacher für mich. Jetzt sehen wir nämlich, okay, das ist ein weißer Bus. Der kommt da schon halt voll, weil da schon die Leute einsteigen. Die könnten eigentlich da vorne einsteigen, aber das kann man ihnen eigentlich nicht vorwerfen. Darum müssen wir hier schauen, dass wir noch mehr Busse auf die Linie bringen. Ich probiere es mal mit 14. Irgendwann hat man nämlich das Problem, also man kann nicht einfach unendlich drauf machen, weil irgendwann haben wir das Problem, eben genau wie hier, dass sich die Busse dann in der Strasse verstauen, weil die müssen immer stehen bleiben. Das ist ein bisschen ein Nachteil quasi. Da müssen wir da eher vorsichtig das justieren, anstatt einfach jetzt doppelt so viel Busse nehmen. Aber das ist natürlich schittig, dass die da einer kann einsteigen pro Bus. Das muss besser werden. Oder wir machen einfach eine zweite Buslinie, die das anbietet, was die pinkige anbietet. Weil also irgendwie check ich es nicht ganz. Also die Weisse bietet ja eigentlich etwas ganz Ähnliches an. Die geht hier rüber und hier am Bahnhof und die pinke geht hier rüber und dann auch hier am Bahnhof. Was ich mich frage, jetzt steigen die Leute hier ein und dann hier gerade wieder raus, oder wie? Also der Bus ist voll. Jetzt wie viele Leute steigen hier aus? Wenn er es dann mal schafft, sich an den Fußgänger vorbeizustehlen. Jetzt hier 25 steigen aus. Das sind viele, aber bei langem nicht alle. Hier halten wir schon wieder. Wir verlassen hier raus. Okay, doch, die steigen hier an den ersten 2 Stationen aus. Was wir machen können, ist hier quasi nochmal wie, sagt man, eine extra Linie nochmal machen, um die 2 verbinden. Und zwar nur einfach die und die Stelle. Oder wir machen irgendeinen Umkreiselrundbus.
Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir. Das heisst, wir machen eine neue Linie. Fängt hier an, geht hier an, geht hier an, dann kürzt sie hier ab, hier, hier und hier. Die machen wir schwarz. Und ich will den Stopp eigentlich hier auf dem gleichen Ort haben. Und jetzt müssen wir die schwarze nur noch in die andere Richtung machen. So. Dann die auch schwarz. Und dann mal schauen, wie sich das verhält. Diese zusätzliche Buslinie. Weil da, okay, da haben jetzt immerhin schon 33 können einsteigen, was immer noch zu wenig ist. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie viel die schwarze brauchen. Oder die zwei schwarzen. Bis jetzt noch niemand sehen, was wird sich dann noch ändern? Gut, das wird sich dann zeigen. Hier, die Universität würde ich auch gerne noch fertig bauen. Allerdings will ich mit dem warten bis am Dienstag. Am Dienstag ist nochmal ein Stream auf dem esports.ch-Channel. Sie haben mich nochmal eingeladen, an dem teilzunehmen, was ich sehr gerne wahrnehme. Am Dienstag werden wir dann hier sicher den zweiten Teil vom Campus noch machen. Das ist etwas, wo ich mir ein bisschen aufsparen für das. Und dann würde ich mich freuen, das ist am Dienstag vom 3 bis um 5:30. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch da dort treffen oder im Chat, besser gesagt, treffen. Das wäre cool, weil dann können wir auch gerade live Fragen stellen. Ich hoffe, es kommen einige von euch dort. Das wäre cool. Wir sind jetzt aber gerade noch da in der Episode. Da sehe ich gerade etwas. Das sind ein bisschen zu viele Notes. Das können wir anpassen. So, jetzt ist es eine weniger. Das passt mir schon besser. Ich hätte gern, dass die im regelmäßigen Gefälle sind. Perfekt. Gut. Dann, jetzt werden wir schon schauen, wie die schwarze Buslinie sich so benimmt. Wo ist sie? Ich sehe noch nichts davon. Da, okay, die ist voll. Schon mal sehr interessant zu sehen. Und die scheint schon rege genutzt zu sein. 109 Leute schon am Warten. Gut, das heisst, wir tun da noch eins dazu. Das ist die Nummer 10 gesehen. Bei der Nummer 9 ist das genauso nötig. Gut, haben wir das gemacht. Jetzt sehe ich, dass wir da auch ein bisschen Probleme haben. Aber es, ja, wie steht sich das dahinter? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde hier auch gern langsam diesen Lanes eindeutig sagen, was sie durchfahren haben. So. Genau, was wir machen können, was ich eigentlich schon lange machen wollte, ist, da die Stadt eigentlich alles auf Inseln ist, wenn ich hier gerne die Straße noch hier runter verlängere, dann noch ein bisschen näher ans Wasser bringen. So. Weil, dann kann man hier nämlich auch mit Schiffen ein bisschen ein Netzwerk aufbauen. Ein ÖV-Netzwerk. Und zwar will ich das jetzt mal ein bisschen machen. Hier noch ein bisschen die Küste entlang. So. Ups, jetzt ist das ein bisschen zu weit unten. Das können wir aber anpassen. So, etwa so. Ist das genug noch am Wasser? Ist das so, wie wir uns das vorstellen? Ich glaube schon. Machen wir die da noch schnell da an. Dann tun wir hier noch ein bisschen das Gelände anpassen. Dass die Wasserfront ein bisschen flacher ist, nicht so steil. Das ist fast die Frage, ob wir zu weit weg sind vom Wasser, aber das sollte eigentlich gehen. Und jetzt können wir schon schauen. Und zwar gibt es hier Ferries. Also wir brauchen mal ein Ferry Depot. Schau jetzt, das sagt man hier keine Shoreline. Doch, das sagt man Shoreline. Wieso kommt das mit Strasse? Das finde ich ein bisschen doof. So, jetzt mal schauen, ob das geht. So. Wir haben da jetzt einen Ferry Stop. Oder respektive ein Ferry Depot. Das sitzt schon mal ganz gut hier. Und jetzt Ferry Stops, die kommen auch mit Strasse. Und eigentlich würde ich gerade am liebsten hier nebendran den ersten Ferry Stop machen. So, Ferry Stop. Und was ich eigentlich hier will machen, das ist etwas anderes, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich will da nicht so einen Strand machen. Ich würde da viel eher gern, da will ich eigentlich so einen G machen. So, etwa. Das muss ich natürlich wieder zurechtdrücken. Gut, dann machen wir hier gerade weiter. So, sicher bis hier mal. So, hat ich es gerne. Wieder alles auf die gleiche Höhe machen. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt machen wir es hier auch noch schnell. Jetzt sind wir schon, was da passiert. Und was ich jetzt hier auch machen gerade, ist wieder mit dem da an. Dann hier eigentlich so schön eine Kante, die direkt ins Wasser kommt, machen. Und dann muss man das natürlich wieder ein bisschen smoother machen. Ich hoffe, das Wasser wird jetzt ein bisschen höher und nicht tiefer, wie es gerade passiert ist. Dann hoffentlich haben wir da eigentlich einen mehr oder weniger direkten Wasseranschluss. So, das sieht schon ein bisschen mehr aus, wenn ich mir das vorstelle. Vielleicht muss das Ganze noch ein bisschen runter. So wie es aussieht. Strom sollten wir hier eigentlich haben. Dann Wasser haben wir.
hätten wir das jetzt gemacht. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine zweite Station, wo die Fähre angehen kann. Das bietet sich natürlich, oder respektive, das ist eigentlich klar, wo das hin muss. Und das ist da hinten. Und ich will eigentlich gerade nochmal das Gleiche machen mit der G. Hier auf dieser Seite. So, nehmen wir hier die Brücke noch mit rein. So, hoppla. Jetzt muss ich gerade schnell schauen, wie hoch das hier darf sein. Wenn es gleich hoch ist wie hinten. Okay. Da haben wir ein bisschen Problem. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr runter. Vielleicht so, damit das stimmt. Das sieht so aus, als müssten wir halt einfach da die ganze Straße noch ein bisschen runternehmen. Das sieht ganz so nach aus. Und das ist relativ schnell gemacht, zum Glück mit unserem tollen Move-It-Tool, das wir da haben. Jetzt das stimmt etwa. Da muss es fast noch ein bisschen mehr haben. So. Aber das müssen wir eh noch ein bisschen schöner machen. So. Sieht das schon wieder besser aus. Und jetzt, wenn wir natürlich da wieder mit dem Tool das Terra hier anholen. So. Dann wieder ein bisschen verwischen. Dann sollte das Wasser eigentlich ganz ankommen. Jawohl, genau so stelle ich mir das vor. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch. Fällt mir gerade ein, haben wir natürlich vergessen, die Station hier einzubauen zuerst. Und das können wir dann noch im Nachhinein machen. Ich glaube, das wäre gerade sinnvoll, hier eigentlich das zu machen. Etwa so. So. Und dann wieder das G machen. So. Jetzt müssen wir natürlich hier noch einen Ferry Pathway machen. Ist das noch nicht eine Linie gesehen? Ah, das ist noch nicht eine Linie gesehen. Und einfach so zurück. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Ferry da. Für das müssen wir natürlich noch das Game laufen lassen. Das habe ich noch geschickt. Ah, da muss ich noch einen Pathway machen. Sonst können die nicht connecten. Lustigerweise, so wie es aussieht. Und jetzt müsste es gehen. Genau. Jawohl. Das sieht ein bisschen funky aus. Okay, die laden erst rein, wenn man näher rangeht. Jetzt haben wir da schon mal eine Ferry, die die Leute von da überbringen kann. Was natürlich Sinn würde machen, ist das, unser Busnetzwerk anzuschließen. Ich glaube, wir kommen da gar nicht drum herum. Vor allem, wenn wir bedenken, dass hier noch die Uni ist. Und ich glaube, ich finde es gar nicht so eine schlechte Idee, wenn man hier noch einmal so durch die Uni schneidet. Ich glaube, das kann durchaus Vorteil haben später. Und dann machen wir das genau so weiter. Das ist sehr gut. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt noch einen Bus dran. Wir können für das eigentlich die hellblaue hier verlängern. Das war doch gar nicht so schlecht. Dann bekommt die nämlich auch noch ein bisschen mehr Sinn. Und das ist ein bisschen das Problem gewesen, noch bei der, dass sie ein bisschen sinnlos wirkt. Und dann macht das auch gerade so. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob der noch hier haltet und ob der dann noch hier beim anderen Bahnhof geht kehren. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Da haben wir noch einen freien Stopp, das ist gut. So, und jetzt haben wir die hier mit der Uni und mit dem verbunden. Sehr gut. Es sind tatsächlich anscheinend auch schon Leute gefahren. Da stehen tatsächlich auch schon Leute und warten. 5 Passenger ist es immerhin. Und da können auch schon Leute warten, das sehe ich sehr gern. Dann mal schauen, wie sich das so verhält. Aha, unser Pier ist eigentlich immer noch zu hoch, so auf dieser Seite. Müsste noch ein bisschen runter. Das lassen wir jetzt mal so. Da wird es früher oder später auch so eine Gag geben. Und ich glaube, das machen wir jetzt gerade. Ich mache gerade ein bisschen am Rumspielen, bin sowieso mit denen. Und das Rumspielen mache ich gerade in einer Timelapse. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gerade. Okay, hoppla, was ist da? Was ist da? Wow, das geht gut anders ab. Sind wir jetzt also schon noch wundern, was das da ist?
Hoffe, die Überschwemmungen legen sich. Hallo? Das finde ich also nicht so les. Was ist da? Okay, hallo? Ja, ich will es eigentlich nicht abrissen, um herauszufinden, was das ist. Naja, wir lassen es jetzt mal so. So. Gut, und ich glaube, wir lassen es für heute auch bei dem. Wir haben jetzt 20'000 geknackt, wir haben hier ein bisschen weitergebaut, hier ein bisschen weiter strukturiert. Wir haben jetzt eine Fähre, die überfährt. Wir haben ein bisschen unsere Ufer schöner gemacht, was mir sehr gefällt. Da müssen wir noch eine Lösung finden, weil das würde ich jetzt noch nicht definieren als schöner gemacht eigentlich. Ja, und ich hoffe, ich sehe ein paar von euch am Dienstag. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, ist wahrscheinlich Montag. Das heisst morgen vom 3 bis um halb 6 auf dem esports.ch Twitch. Wichtig, Twitch-Channel. Wir werden dort 2,5 Stunden lang City streamen, weiterspielen hier an dieser Stadt. Wir werden die Universität fertig bauen. Wir werden vielleicht hier hinten anfangen mit dem Astroworld, wenn wir das dann noch ein bisschen füllen können. Ja, ich würde sagen, schön, dass ihr da gewesen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr gerne würdet sehen von dieser Serie. Kommt doch am Dienstag in den Stream vorbeischauen, eure Kommentare abgeben, ein bisschen mit mir plaudern, Fragen stellen, Verbesserungsvorschläge machen oder sonst einfach Vorschläge sein, es muss nicht unbedingt zum Verbessern sein. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommen wir doch das nächste Mal wieder, wenn es heisst City Skylines mit dem Pablo. Ciao zusammen!